Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, ich muss jetzt mal ein Geständnis machen, da ich wirklich keine Ahnung habe, ich muss gar nicht reisen. Da ich keine Ahnung habe, wo hier was Optionales versteckt ist und bevor ich hier wie ein Idiot rumschlitter, das wird übrigens auch noch wichtig sein, dann müssen wir auch noch hier zur Ossis Fort, da können wir uns eigentlich auch gleich drum kümmern, aber ich habe auf jeden Fall nachgeguckt auf der RPG-Oase und habe mir für die ganze optionale Sache Lösungen rausgesucht, die ich jetzt eifrig studiert habe, um auch wirklich alles mitzunehmen, was noch möglich ist. Aber ich fand es halt besser, als dass ich jetzt einfach planlos durch die Gegend stolper und zig Sachen ausprobiere, dass ich das Spiel wenigstens ordentlich löse. Aber ich gebe auch zu, wie gesagt, dass ich für die optionale Sache jetzt wirklich ein bisschen geschummelt habe und Lösungen mir rausgesucht habe. Aber ich habe es trotzdem nicht erlebt, von daher, das wird wieder interessant, weil ich das alles noch nicht kenne. Reichspazier, das ist das Fort von Ossi im Große. Was zum... Ups. Der große Markus. Du machst die Sache ja gut, Ossi. Frechheit, die Mitmystiker für die Menschen hier zu verlassen. Du bist ein Verräter und nicht unser König. Warum hast du uns verlassen überhaupt? Ich verstehe doch überhaupt nichts. Na, so ein dummer Hund. Erlaub. Dann gucken wir doch gleich mal, was hier passiert. Er wird wieder feige sein und alles Mögliche hinterher schmeißen, was man da hin, ne? Ihr nervt in der Fiese nichts nutze. Oh, ja, wenn um Gnade Winsle. Flüh. Huch, der existiert nochmal. Du hast gerufen. Oh, wenn es nicht Sir Markus ist, wenn hast du bestochen, um hier reinzukommen. Verräter wie du verdienen Prügel. Oh, großer Ossi, tritt zurück und lass mich die Schwachköpfe ausmerzen. Ich bin hier mal gespannt. Wenn wir jetzt Ossi hier vernichten, ob der 1000 in unserer Gegenwart überhaupt noch irgendwelche Nachfolger oder irgendwelche Statue oder ähnliches hat. Ich zähle auf dich, Flea. Mach gleich, wenn du die Rauferei gefasst, ja? Ja, eigentlich so schlachige Mädler, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Du bist ja so Zwischending. Machen wir mal verwirren. Und, Magiewand könnte hier definitiv von Nutzen sein. Machen wir erstmal Chrono. Quakendruck. Weniger LP ist ja nicht gerade, also hau mal drauf. So viel Schade macht er jetzt nicht. Sollten wir eigentlich schaffen können. Haben wir nochmal verwirren drauf. Glenn darf nochmal draufhauen und Markus stärkt mal der eigene Abwehr. Ach, das war's ja schon. Ach, wie goldig. Frog wird aufgestuft. Ach Gott, wie niedlich. Oh, warte nur, wir werden es euch zeigen. Das ging ja fix. Also ich habe echt gedacht, das ist ein bisschen härter. Huch. Ah, da ist er wieder. Doch. Ihr seid nichts als gewöhnliche Diebe. Jeder, der mal Schätze zu stehlen versucht, wird ein sehr grausamer Tod sterben. Ja, was anderes außer Kurbel kann er ja auch nicht, der Kerl, von daher. Und nix wie Wink. Okay, was sind wir dann hier als Gegner? Ich glaube, mir hängen große Gegner hier. Wie die Musik noch abschmiert. Sie sitzt in der Klemm. Raus hier. Ja, der Typ, der steuert sich immer in irgendwelche dämliche Situationen, habe ich so das Gefühl. Oh, Jesus. Kommt jetzt auch noch Slash oder was? Ihr gebt immer noch nicht auf. Gut, dann sind jetzt aber was. Slash? Natürlich. Ach ja, der Namekianer, der Blaue. Was mitten du dann? Slash, ich verlasse mich auf dich. Zuerst wollte ich ja nicht, aber jetzt drehe ich euch durch den Fleischwolf. Fertig? Jo, alla. Probieren wir's mal. Drauf. Und, ja. Dunkler Nebel. Können wir einfach mal ausprobieren. Obwohl es eine Flächeattacke ist. Aber einfach mal ausprobieren, was es bringt. Ui! Gewitter. Ja, das bringt was. Gewitter erleiht. Ja, selbe Spiel. Ach, wieder 2000.
Autsch. Pff, das war ja auch ein bisschen läppig. So, kommt da jetzt nochmal der Sausack? Los, ihr Süße. Pff. Okay. Erwischt. Hey. Okay. Und ein volles Äther gibt's so dafür leider nur. Ja, gut. So dafür habe ich das jetzt mal in Kauf genommen. Machen wir doch mal Zunge. Jeder kriegt mal einen ab. Na, wobei. Das dauert ja ewig um 3 Tage. Dann nehmen wir doch lieber wieder Kraft 2. Dann sind alle wieder halbwegs fit. Und der Rest kann er nochmal abschlappern. So. Nochmal einen Selva-Schlecker und einmal auf Markus nochmal und dann läuft die Geschichte. Perfekt. Oh, jetzt kommen sie alle 3 nochmal, die Gewitterbutzer. Nicht so schnell, Kumpels, so leicht werde ich euch keineswegs hier die Sache machen. Ossihos! Fleewäscht! Schlitzer 2! Die einzigartigen Objekte machen uns unschlagbar. Super, Ossi! Ja, klasse. Na, dann gehen wir doch erstmal auf den Zauberer. Weil Magier sind schon immens nervig. Und hier auch nochmal ein dunkler Nebel. Böser Impuls, 3 Monster-Tag. Oh. Oh. Okay, glücklicherweise ist Chrono dagegen immun. Wird jetzt einmal gewässert. Und einmal dunkle Nebel noch von Markus. Delta-Kraft, nochmal 3 Monster-Tag. Ah, das ist dann... Oh, das sind alle Elemente, glaube ich, mit drin. Ey, das zieht schon ein bisschen mehr ab. Ja, die machen auch nochmal. Uah, Glenn. Alter, darf ich auch mal wieder was machen? Ja, das vernichtet jetzt unseren Glenn. Ja. Hallo, dürfte ich vielleicht auch nochmal irgendwie attackieren, wenn es recht ist, wenn es beliebt? So. Leutz. Ich würde auch nochmal ganz gern zwischendurch was machen können. Nur so nebenbei mal. Bemerkt. Ja, mach das ruhig auf Chrono. Ah, scheiße. Weil dann heilt das. Hallo? Ihr Hammel? Geht's noch? Also das ist immer total asozial. Dann machen wir erstmal Leben auf Glenn. So. Dürfen wir noch? Okay. Dafür geht's auf den Washing. Und ja, das heilt hoffentlich. Ja, leider nicht. Dafür geht's aber trotzdem noch auf die Gosch. Dann holen wir Markus wieder zurück. Und Glenn macht Elmo hier die große Heilung für uns alle. So, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Chrono, geben wir dafür wieder auf den Deckel. Yep, sehr schön. Dann würde ich sagen nochmal... Oh, verwirren können wir schon gar nicht mehr. Brauchen wir ein Äther voll. Und dann Markus, gehen wir mal auf alle drauf. Wahrscheinlich gibt es wieder einen richtig böse Rückhandhieb von Denner. Ja. Das war klar, dass es damit auf der Washing gibt. Aber ich habe gehofft, dass ich Enna wenigstens ausschalten kann von Denner. Mach den Feuerangriff bitte auf Chrono, das heilt denn. Ah, scheiße. Oh Mann. Okay, Markus ist tot. Dann sollten wir aber unbedingt Chrono ganz heilen. Und der sollte wieder Markus beleben. Puh, es ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das doch leichter vorgestellt, indem ich jetzt gegen die Knabe die ganze Zeit so Mano a Mano gekämpft habe. Kommen wir nochmal zurück. Ja, sehr schön, Chrono. Prismastrahl dunkel. Okay.
So, und vergeht's wieder auf die Glock. Sehr schön. Die ist jetzt mal tot. Dann würde ich aber sagen, als nächstes ist Glenn wieder dran, der sich mal selber heilt. Und dann darf Markus nochmal. Und zum Schluss batscht er nochmal auf Slash. Weil Ozzy hat nicht viel auf dem Kasten, wenn er seine Unterstützer nämlich hat. Jupp, sehr schön. Dann kriegt jetzt Ozzy direkt auf die Schnut. Sehr gut. Ah, da steht ja alles noch. Der Kasper. So, Markus darf schon mit der Sense drauf. Hauen kaputt. Und Kraft 2 geht jetzt auch auf Markus. So, als sein ehemaliger Untergebener und wahrscheinlich auch Ziehvater darf Markus ihn auch töten. Also zumindest habe ich das Gefühl gehabt, weil als Janus in der mittelalterlichen Ära A kam, hat er ja direkt Ozzy getroffen und der wird ihn wahrscheinlich großgezogen haben. 7500 Erfahrungspunkte, 80 Tech-Punkte und 4000 Gold. Chrono kriegt noch ein Level, genauso wie Glenn und Markus. Perfekt. Was zur Hölle? Tja, die Diener hätten jetzt wohl nicht mehr so viel gebraucht. Einmal die Sichtkappe und einmal der Sprintring. Alle Haupt gucken wir sonst mal an, was das Zeug macht. Sichtkappe verhindert Chaos. Okay. Ja, ist aber bei allen nicht unbedingt besser als das, was wir eh schon haben. Und das andere war irgend so ein Artefakt. Warte mal. Sprintring, ja, Geschwindigkeit plus 3, das ist jetzt dann gerade so das Beste. Aber ich habe jetzt leider Aspecchio verpasst, merke ich. Der wäre bis nur Level 39 gegangen. Naja, egal. Markus, du hast gelogen, als du von einer Welt vom Böse gesprochen hast. Du hast mich benutzt. Oh, wie furchtbar. Hörst du das? Das ist der schwarze Wind. Ich darf nicht verlieren. Was wird aus meinem Mystiker wäre? Ich muss gewinnen. Ah ja, da hinten sind wieder irgendwelche Knöpfe. Dann drücken wir die doch mal. An. Wieder die Fallgrube. Erwischt. Ups. Desmo landen wir in der Fallgrube. Adios, amigos. Okay. Muss ich wohl der richtige Knopf treffen? Halt mal Gaul, da können wir ja bei der Gelegenheit dann gleich nochmal hier alle Heiler. Dann gehen wir nochmal hoch. Und noch einmal. Das ging ja nicht besonders weit. Nie, wenn er mich besiege. Okay. Was war denn das? Das war Ketzel. Ne, hehe. Nee, nicht den Schalter. Oh je, was ein Tappschädel. Autsch. Das klang noch ein bisschen mehr als Eisblock gebrochen. Die Vergangenheit ist tot. Sie war nur ein Traum. So kann Ozzy mal durch die Ketzel gelegt werden. Naja. Und Doruna können wir jetzt annehmen, den anderen Schalter können wir annehmen drücken. Okay, ich denke, das war's jetzt erst einmal mit Ozzy. Ach ja. Gut. So viel dazu. Ozzy haben wir jetzt erstmal platt gekriegt. Und dann war's das auch mit dem optionalen Teil. Jetzt großartig Belohnung haben wir jetzt dafür nicht gekriegt, aber es ist einfach mal ein Abschluss, würde ich sagen. Ich denke, es ist durchaus einfach mal ein Abschluss, dass wir wissen, was aus Ozzy-Woche ist. So, dann muss ich noch woanders stehen. Dann muss ich wieder zu der Stinkwüste, genau, zur Fiona. So. Plitsch, platsch, plum, plam, plam. Die Gruppe wechselt dann, weil wir brauchen jetzt hier Robo. Und mit dem müssen wir mit Fiona quatschen. Das kennen wir schon. Ja, ich wünschte, du könntest erleben, genau. Holen mich ab, wenn die Arbeit erledigt ist. Darf ich hier bleiben und Fiona helfen? Alle hopp. Machen wir.
Okay, Robo bestellt jetzt hier das Feld. Wie geil ist denn das bitte? Gut. Dann gehen wir jetzt hier wieder in die Gegenwart und schauen uns mal an, was Robo noch 400 Jahre geschafft hat. Hoho. Hier sieht es doch gleich anders aus. Hier steht ein ganzer Wald und hier ist offensichtlich eine Kathedrale entstanden. Na, so. Ach Gott, diese mystische Musik aus der Gegenwart. Maler sollten wir jetzt erstmal durch Luca ersetzen. Fionas Kapelle. Heilig war Biene. Das ist Fionas Kapelle. Hier holten wir Fiona und Robo für die Wiederaufforstung vor 400 Jahren. Die Reliquien von großen Robo sind im Allerheiligsten aufbewahrt. Aufgebahrt. Ich verkaufe einen Hut, der aus dem magischen Asch mit wunderbarer Waldeskräfte gemacht ist. Okay. Moment, ja, so toll ist das Zeug jetzt aber nicht, was du da hast. Wachhut, doch, der ist durchaus nicht schlecht. Ja. Einer kann ich mal leichter, aber gerade so. Gucken wir doch gerade mal, was das Ding macht. Wachhut. Erhält Status. Oh yeah. Oh yeah, verdammte Axt, das ist richtig praktisch. Das ist verdammt nochmal richtig geiler Scheiß. Deswegen verkaufen wir jetzt mal den anderen Schampel, den ich da hab. Oh, jupp. Kann alles fort. Außer der, ja, okay, der Kaiserarm kann man fort. Ich lasse das trotzdem mal, falls ich Robo mal wieder einfach so in der Gruppe haben sollte, bräuchte er schon seit Bestie. Waff. Ohne Klinge, Ungeheuer, als fort damit. Dunkle Sense, Hurricane, als weg damit. Nebelrobe, fort. Lichtrobe, ja, lassen wir mal drin. Die Funkelrüstung kann fort. Der Ewigpanzer. Ja, wäre vielleicht ein paar nicht verkehrt. Und die Dinger behalten wir mit der Statusveränderung. Dinger. So, Sichtkappe. Zeithut, Ewighelm, haben wir auch noch einen parat. Ja, und so. Kaufen. 2 Wachhüter. Da haben wir noch genug Kohle übrig. So, dann kriegt jetzt auf jeden Fall nochmal der Glänzenmann. Kriegt ach so einen Wachhut auf die Dates. Das ist nämlich sehr, sehr praktisch gegen dieses Mistvieh von Megamutant. So, oh, da ist er, der heilige Robo. So, wir nehmen dich auf jeden Fall wieder raus, Kumpel. Du gehörst zu uns, auch wenn ich dich fast nie in der Gruppe habe, aber du gehörst dazu. Luca ist so ihr sei Upgraderin. Systeme reaktiviert. Wo bin ich? Ah, Chrono. Wie nett dich zu sehen. Für euch war's Fingerschnipper. Aber für mich sind 400 Jahre vergangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Der Wald ist noch gewachsen. Aber jetzt feiern wir 400-jähriges Wiedersehen. Jo, machen wir. Ach, wie schön, beim Lagerfeuer. Und Luca fixt ihn wieder. Ich hab 400 Jahre Zeitkarte zum Nachdenken und ich glaub, dass Lavos nicht für die Tore verantwortlich sein kann. Was meinst du damit? Ich glaub, Ebbes oder jemand wollt, dass wir all das erleben. Die verschiedenen Dinge, die wir durchgemacht haben. Fast scheint's, irgendein höheres Wesen wollt seine Vergangenheit noch einmal sehen. Vielleicht der Planet selber. Ja, älteste Sache, Menschen sehen ganzes Leben, wenn sterben. Oh, sehr clever mal wieder. Wahrscheinlich all dieweil wir unsere tiefste Erinnerungen im Tod nochmal zu durchleben scheinen. Ob schon das meist sehr traurig ist. Gedanke wie, hätte ich nur das und das getan oder das hätte ich nicht tun sollen, bringen oft unangenehme Erinnerungen zurück. Was wohl passiert, wenn unsere Zeit gekommen ist? Na, wer weiß. Gibt's einen Zeitpunkt, zu dem du zurückkehren magst, Luca?
Nicht unbedingt. Tut mir leid, hätte ich lieber nicht fragen sollen. Nee, ist schon okay. Es gibt etwas, woran ich auch gern zurückdenke. Aller Hopp, Lava spielt der entscheidende Rolle für das Schicksal von dem Weser. Was für Weser? Das ist natürlich alles Spekulation, aber vielleicht enthüllt sich die Identität von dem Weser am Ende unserer Reise. Ich find's so witzig, wenn es Speckio einfach wäre. Sollen wir pennen? Ja, Alter, machen wir. Markus schläft ja wie so ein Dracula in so Cape gehüllt. Irgendwie Frog schläft, ist auch geil. Ah, jetzt spielen wir Luca. Okay. Und die pennen alle. Alles kein Thema. Ja, Chrono ist leider so ein stummer Held, der nicht spricht. Das finde ich immer etwas schade. Hey. Zeitportal. Ui, rotes. Jupp. Offensichtlich kriegt Luca Animal eine Chance für eine kleine persönliche Reise. Bin ich etwa wieder zu dem Moment zurückgekehrt? 24. Juni 990 AD. Papa wollte mit mir wandern gehen, aber es ging nicht wegen seiner Arbeit. Ich verabscheue die Technik. Ja, genau. Wie man sieht. Hier. Da ist noch was. Das Passwort ist der Name meiner liebe Frau für Notfälle. Tarban. Okay. Gott, was für Musik. So. Jetzt müssten wir nur noch wissen, wie die Frau heißt, ne? Nee, da waren wir schon. Da noch nicht. Da können wir... Ah, da ist noch was. Ach, das ist Luca als kleines Kind. Lara heißt sie, Alter. Was ist das bloß? Ich soll fernbleiben, aber es ist so staubig. Mal gucken. Ja, nicht, dass das Ding jetzt in die Luft fliegt. Und du liebe Güte, mein Rock. Ich häng fest, Luca. Hilfe, Hilfe. Ich schaff's nicht. Oh, nein. Luca, gib's Passwort ein, halt das Ding an. Aber ich weiß das Passwort doch nicht, Mama. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, die zerrobt's gleich, die Armfrau. Also schnell runter, 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 runter. Oh Gott. Jetzt aber. Kommt, du blinkt's. Passwort eingeben. Oh Gott. Hämmers? Hämmers nicht? Ach du Scheiße. Nee, gar nicht gut. Oh oh. Oh 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 oh. Wüsste ich eine Mähwermaschine, dann ging es Mama jetzt gut. Ich müsste. Oh Scheiße, ich glaube, das haben wir verschnarcht. Ich glaube, das habe ich verdummbeutelt. Hätte ich da bloß nicht gehört, was der Arzt gesagt hat. Mamas Bäschen. Ja. Scheiße, da war ich vielleicht zu langsam. Da war ich vielleicht zu langsam. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, das hätte ich auch so nicht gekriegt, oder? Ach, wenn ich schnell gelaufen wäre. Ich gebe dir mein B. Sie sind aus Leichtmetall und gut ausbalanciert. Mir kannst du jo irgendwelche Treter montieren. Sei nicht traurig, Luca. Danke, du bist so ein guter Freund. Ein Freund? Ich? Ein Roboter? Du nennst mich dein Freund? Das ist für dich. Es ist ein Stück Bernstein aus dem Harz von einem Baum aus meinem Wald. Es hat 400 Jahre und viel Druck dazu gebraucht. Ich hoffe, du findest es nützlich. Einmal Baumtraum erhalten. Ach, Robo, du bist so goldig. Okay, was ist dann das jetzt? Was haben wir dann da jetzt gekriegt? Baumtraum. Baumtraum. Bewirkt einmalige Wiederbelebung. Na, das ist natürlich super nützlich. Im Kampf ist das super praktisch. Okay.
Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal wieder Markus ins Team rein. Und der kriegt dann nämlich auch noch den Helm aufgesetzt. So, Wachhut. Perfekt. Allein schon dafür hat es sich gelohnt. Dann wird auf jeden Fall die Düster oben ziemlich einfach. So, und dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich auch meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig, wo wir uns wieder anderer optionaler Sache widmen werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.